Ja, es gibt Blinde, die sich immer benachteiligt fühlen. Das sind die Leute, die mich aufregen. Das sind die Leute, die ich nicht mit ihnen Kontakt habe. Ich fühle mich definitiv nicht so. Es gibt ganz sicher blinde oder sehbehinderte Leute, die den Wunsch haben, wieder mal zu sehen. Ich habe den Wunsch, dass sich die Welt noch weiterentwickelt. Ich sehe mich zum Beispiel in ein paar Jahren mit dem selbstfahrenden Auto herumfahren. Wenn man sehbehindert ist, hört man, glaube ich, ein bisschen aufmerksamer und man schmeckt vielleicht auch einmal etwas ein bisschen früher als die anderen. Aber ich glaube, ich kann nicht etwas besser als andere, aber ich bin vielleicht ein bisschen mehr trainiert als andere. Zum Beispiel habe ich wie gelernt, dass ich mir mehr Sachen im Kopf merken muss. Nicht, weil ich irgendwie besser denken könnte, sondern einfach, weil Aufschreiben, Notieren, Hönnen mühsam wäre für mich. Nein, mir ist es überhaupt nicht egal, wie andere aussehen. Ich lasse mir das auch sehr häufig beschreiben von jemandem. Bei den einen ist es schade, dass ich es nicht sehe, und bei den anderen bin ich auch schwer im Vorteil, dass ich es nicht muss sehen. Natürlich habe ich schon Freundinnen gehabt. Natürlich. Ich meine, Gefühl, für die musst du nicht sehen. Ja, natürlich sind Blinde im Alltag voll aufgeschmissen. Nämlich dann, wenn sie von der Gesellschaft keine Hilfe bekommen. Aber die Gesellschaft ist ja super. Die Leute sind ja genial. Da kann man gehen auf der Welt, wo man will, und man bekommt sofort Hilfe, wenn man irgendwie mit dem weißen Stock auftaucht. Nein, in der Schweiz sind Blinde sicher nicht bemitleidenswert. Auch wenn man noch viel machen kann, für Blinde und Sehbehinderte für das Leben zu erleichtern, Stichwort Barrierefreiheit erhöhen, also dass man die Webseite besser besuchen kann. Es gibt sicher auch noch viele blinde und sehbehinderte Leute, die Mühe haben, einen Job zu finden. Es gibt sicher viele Chefs, die noch Vorurteile haben. Aber grundsätzlich in der Schweiz muss man Blinde sicher nicht bemitleiden. Ich glaube, mein Sehen ist ein Teil von meinem Leben, aber nicht mehr. Ich bin der Yves am Schluss. Und ich habe ganz viele Eigenschaften und eine davon ist, dass ich nicht gut sehe. Aber grundsätzlich ist das nur ein kleiner Teil von mir. Das beeinflusst mein Leben, aber das ändert mein Leben nicht komplett. Wenn ihr nicht wisst, wie es ist, wenn man nicht gut sieht, dann redet doch mit den Leuten. Es ist sicher spannend zu hören, wie sie es sehen, und ihr könnt auch sagen, wie ihr es seht, weil es ist jeder Mensch anders. Und wenn man zusammen redet, dann haben beide den Durchblick.